Sie ist ein Monstrum. Und doch nicht mehr als eine banale Straße. Sie verspricht Unabhängigkeit, Geschwindigkeitsrausch, Wirtschaftswachstum und verschlingt Raum, Zeit und Unmengen an Material. Das Ding ist ein einziger Widerspruch und so selbstverständlich, dass man es kaum noch sieht. Schon gar nicht, wenn man sich auf ihm fortbewegt. Das Bauwerk guckt sich im Grunde genommen selber weg durch die Fahrerei und man muss anhalten, man muss zur Ruhe kommen und neben der Autobahn durchatmen, um einfach auch ein Bild stehen zu haben, was einen mit dem Bauwerk wieder verbindet und was das repräsentiert. Genau das hat Michael Tevis gemacht. 7 Jahre lang. Angehalten, ausgestiegen, die deutsche Autobahn mit der Kamera umkreist. Und irritierend stille Bilder von diesem lärmigen Bauwerk eingefangen. Ein anderer Blick auf die Autobahn als der durch die Frontscheibe muss erkämpft werden. Der Weg zu Tevis Bildern ist oft ein langer Hindernisparcours voll von Wellen, Gräben und Tristesse. Früher wachten Burgen über Handelsstraßen. Heute gleicht der wichtigste deutsche Transportweg selbst einer Festung. Alles, was dem reibungslosen Betrieb dieses über 13.000 Kilometer langen, fragilen Systems gefährlich werden könnte, wird ausgesperrt. Aus der Sicht von Verkehrsplanern mutiert selbst der deutsche Nutzwald zur dunklen Drohung, aus der jederzeit ein Reh brechen könnte. Also Zaun. Also es ist im Grunde genommen eine Straße, die von der Erfindung des Motors gestaltet wurde oder aber auch für den motorisierten Verkehr gestaltet wurde. Also es war die erste Straße ohne Ampeln, ohne Kreuzungen, wo man nur in eine Richtung fährt und vor allem fährt, ohne anzuhalten. Eine Straße frei von Passanten, Fuhrwerken und Gänseherden. Ein evolutionärer Schritt, nicht mal 100 Jahre her. 1932 von Konrad Adenauer eröffnet, die erste deutsche Nur-Autostraße. Stolze 20 Kilometer zwischen Köln und Bonn. Heute ist das der Mittelstreifen der A555. Überwuchert von Unkraut und dem ebenso unausrottbaren Mythos, Adolf Hitler hätte die Autobahn erfunden. Was vor allem zeigt, wozu die NS-Propaganda fähig war. Die Nationalsozialisten haben die Autobahn eben in die Superlativen überhöht und Vergleiche mit den Pyramiden gezogen oder der Bauarbeiter auf der Autobahn wurde verglichen mit dem Dombaumeister. Und das war im Grunde genommen eine religiöse Überhöhung in die Unendlichkeit, dass dieses Bauwerk ewig Bestand haben sollte. Und in meinen Arbeiten taucht die Vergänglichkeit des Bauwerkes auf ganz unterschiedliche Art und Weise auf. Trotz Brückensprengungen und bröckelndem Beton, die Autobahn ist eine sich ständig erneuernde Projektionsfläche. Ein Ort der Sehnsucht, nach Ferne. Irgendwie anders als das Land rechts und links der Leitplanken. Wie ließe es sich in der tiefsten deutschen Provinz aushalten, gäbe es da nicht das Versprechen einer Fluchtmöglichkeit? Stünden hier keine Brückenpfeiler? Wo sonst sollte sich jugendlicher Protest artikulieren? Und oben drüber noch immer national stolz auf diese letzte Bastion bürgerlicher Freiheit, wo uneingeschränktes Dahinrasen gegen einen von Verzichtsappellen geprägten Alltag verteidigt wird. Übrigens, die Gesamtlänge aller deutschen Autobahnstaus betrug im letzten Jahr 850.000 Kilometer. Das entspricht 21 Äquatorumrundungen. Ja, wir haben eine ganze Reihe Aufgaben zu bewältigen. Ich muss zugeben, ich bin kein Kulturpessimist, aber ich bin halt auch kein... also ich bin jetzt nicht hoffnungslos in den Bildern.
Vielleicht entwickeln wir ja noch irgendeine tragfähige Zukunftsvision jenseits der Autobahn. Wir verabschieden uns schließlich auch von anderen Dinosauriern.